Moin Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, dem Podcast auf Hoch und auf Plattdeutsch. Ich bin Nikos Saul. Und ich bin Thorsten Brönsen. Und dieser Podcast, dieser Plattfunk-Podcast ist eine Premiere, weil wir dieses Mal das erste Mal nicht in einem Raum sitzen bei der Aufzeichnung, sondern über Distanz aufnehmen. Und ich bin, ja, ein bisschen aufgeregt und sehr gespannt, was dabei rauskommt und wie sich das am Ende anhört, weil wir jetzt gerade parallel jeweils in unterschiedlichen Zimmern sitzen in Hamburg und in Münster und jetzt eben ja parallel aufzeichnen und dann am Ende muss das alles zusammengeschnitten werden und mal schauen, wie das so funktioniert. Genau, und richtig gespannt bin ich da auch. Und wie Mobiluren, wo an sich das entwickeln deit. Denn ja, geschuldet ist das eigentlich nicht bloß Corona, aber eben doch ein Beten, dass wie so gerecht auch nicht zueinander kommen könnt, obstens. Und deswegen versorgt wie das nur so. Ähm, Corona hat natürlich ein paar Probleme mitgebracht. Unter anderem sind alle Veranstaltungen flachfallen. Das gibt kein Lesen mehr, kein Konzerten mehr, gibt keine oder Opführung mehr. Eins fällt flach und wir haben so ein bisschen überlegt ins Zentrum, was können wir eigentlich, was können wir jetzt eigentlich mucken? Was können wir nu anschuben? Und Dobby ist Ruth sucht ein Reich, der heißt, wie könnt auch anders? Der ganze Titel ist natürlich wie können auch anders Platt und Holstein. Genau, wie könnt auch anders Platt und Holstein und dort bin waren jetzt Künstler, enkelte Akteure, Plattaktivisten, Spiel, die in eigentlich eins war das so Gift, ob die bunte plattdeutsche Welt war, durch verstellt und was natürlich gut Holstein kommt. Das ist so der Zusammenhang und da gibt es jetzt Lüt Interviews und Artikel, die wie Amo auf uns Homepage stellt, unter www.niederdeutschzentrum.de, aber auch unter uns Präsenz wie Facebook. Da kann man das lesen. Und was wir uns von dort vernommen haben, ist ein Bitten über diese Lüd, über diese Artikel und Porträts zu schnacken, die Dobi Ruth sind. Bitte. Ja, also wie könnte auch anders ist natürlich erstmal ein klassische norddeutsche Drohgebirge. Ähm, als erstes Teekesselchen, also erste Teil von Teekesselchen. Und dann ist halt ein Film von Detlef Buck. Und dann ist halt jetzt ein Recht von Zentrum für Niederdeutsche Holstein. Äh, just so prominent. Und wie könnt, wie wir im Moment eben einfach nichts mucken könnt, wäre das sozusagen Ultima Ratio zu sagen, wie könnt aber auch anders und wie könnt eben doch was mucken und könnt was feststellen und deswegen gut wieder mit ins Internet. So ist das eigentlich entschieden. Gut, und ja, eigentlich einen der ersten Beiträge, der in dieser Reihe erschienen ist, den fand ich schon sehr interessant. Es ging um einen Tierfilmer namens Joachim Hinz aus Aukrug, der ja seinen ersten Tierfilm auf Plattdeutsch gemacht hat. Was, wie ist das zustande gekommen? Ähm, ich habe einen Bericht in der Zeitung gelesen und da wurde Joachim Hinz verstellt, dazu muss man erstmal sagen, Joachim Hinz hat irgendwie viel von vier dichtierten Filme gemacht, bitte. Unter anderem für NDR, ARD und anders als das jetzt Glöben mucken können, was Videowiesen dort, hier vertellt ihr was wie uns über die Libelle. Wir hier auch schon in Zentralafrika, Etosha-Pfanne, in Mosambik, in Kenia und hat Menschen open filmt und hat große Dierten filmt, Elefanten und so wieder. Also so das ist ein echter Profi. Und nur all diese lange Zeit ist er auf den Trichter gekommen, ich konnte doch nur einen Film auf platt mucken und da hätte sich ein to help holt, der Beat übersetzen hulpen hat und hat eben diesen Film über die Libelle, über die heimische Libelle übersetzen lassen, ob platt übertragen lassen. Und nun gibt es eben eine plattdeutsche Version davon. Und was ist seine Verbindung zu Plattdeutsch?
Hier kommt nun auch hoch und das ist ja nun zentral Schleswig-Holstein und irgendwie im Tau hätte er doch mal platt gegeben. Sie Vater, glaube ich, hat auch platt schnackt und dann sind sie aber in der Stadt drucken nur Plön und du hätte du wohl eben kein Platt nicht mehr schnackt. So. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen. Hey, er beteken sich aber, das fand ich sehr sympathisch, als Platt-Sympathisant. Ein großer Platt-Sympathisant. 16 von 6 los. Ja, und ich finde, es ist, der Film ist auch sehr schön geworden. Also, gleichzeitig ein bisschen gruselig, fand ich. Ähm, Weil ich, glaube ich, mich noch nie so mit Libellenlarven näher beschäftigt hatte und dachte, ja, Libellen, das sind diese schönen, geflügelten, bunten Wesen, die im Sommer idyllisch über Bäche und Seen tanzen. Tatsächlich sieht das alles aber auch, sieht das Leben der Libellenlarven auch ziemlich gruselig aus. ähm, ja, weil es dann darum geht, dass die ähm, irgendwie Kaulquappen jagen und aufessen und dann aus dem Wasser krabbeln und sich häuten. Also der Häutungsprozess ist auch sehr eindrücklich gefilmt über Nacht und das Ganze eben auf Plattdeutsch. Ähm, ja, was auch einfach ein Bereich ist, der ja bisher eigentlich auf Plattdeutsch nicht so richtig erschlossen ist, oder? Gibt es da andere Beispiele für dieses Genre auch schon auf Plattdeutsch? Für den klassischen Libellenfilm. Ähm, Naja, für den Tierfilm eher. nee, also ich würde nichts kennen. Also so mir ist er das erste Mal so für die Viertelung und im Prinzip fängt er total naheliegend, da irgendwie um einen Film auf Platt zu mucken. Also just, man kann auch einen über Menschen mucken, das ist natürlich auch kein Problem, aber just wenn es um die Libelle geht, die irgendwie hier jeder für den Näs hat und jeder kennt und überall hier auch vorkommt, durch mich drängt sich das eigentlich meist ab. Aber das Lustige ist, irgendwie ist da noch nie einen so richtig abgekommen oder fand das vielleicht auch nicht wichtig genug, da kann natürlich auch sehen. Und insofern ist das umso löwenswerter, dass der sich da noch alt, diese Titor hinsetzt und hat diesen Film muckt. Mhm. Ja, und ich glaube, er hat ja auch gesagt, dass er das gerne bei dem Greenscreen Filmfestival in Eckernförde auch gerne zeigen will. Ich glaube, das ist so ein jedes Jahr stattfindendes Tier- und Naturfilmfestival. Und da ist es dann ja auch ganz passend, so einen plattdeutschen Tierfilm in Eckernförde zu zeigen. Ähm, ja, gibt es eigentlich noch andere plattdeutsche Bezeichnungen für die Libelle, die dir bekannt sind? Also wüsste ich nicht. Weil Mhm. Libelle, was ich nochmal zu Greenscreen sagen wohl ist, auch das wäre so ein ganz komische Wenden von der, also mir ist nicht bewusst, das ist ja ein von den wichtigsten, Mhm. das ist ein von den wichtigsten hier, vierten Filmwettbewerben in Europa und ich glaube sogar weltweit. Also Ah. Mhm. das ist ein äh, heel wichtige Veranstaltung, wo wirklich Filme und die ganze Welt ihr Film vorstellen tut. Und das passiert in Eckernförde. Und da wird ich echt platt, muss ich sagen. Also so, das ist so, das hätte mich nochmal wer so in Bewusstsein bräucht, wo viel unterschiedlich Paralleluniversen das eigentlich gibt. Ne? Also so Eckernförde, die Lüttestadt an der Nordsee, die sagt jeden dritten Film mal, ob die Welt was. Also jeder Welt was damit anzufangen und Welt, ah ja, Mensch, Green Scream, einen Wettbewerb kennt jeder. Und wenn du irgendwo, keine Ahnung, in der Etorscha-Pfanne irgendwie Giraffen filmst, dann weißt du, was wie Greenscreen in Eckernförde ist. Und das, aber ich nicht. Also so, ich sehe irgendwie Luftlinie, was weiß ich, 150 Kilometer von weg. Ne? Und also das finde ich irgendwie ganz, da habe ich echt einen Bach lehrt. Einmal über Libellen, dann über Dietenfilm, aber dann eben auch darüber, wo wie man doch voneinander weg ist, wenn man in Genres so zugang ist. Ne? Also jeder unter sin bloß, Mhm. unter sin Bubble. So. Ja, Ja, dann ist ja schön, dass das sich jetzt verbindet. Die Plattdeutsch-Bubble und die Tierfilm-Bubble. ja, fusioniert nu. Also, und zwar in Eckernförde, also so, da war auch die Lütten Motiv. Ja, ich war tatsächlich, also ich war ja vorletztes Jahr im Sommer in Eckernförde. Ach, warte. Ähm,
Und ja, wir haben da ja unsere Wanderung durch die, was ist das, der holsteinische Schweiz schon? Nee, ne? Nee, wie hieß denn das? Auf jeden Fall durch die Gegend da, so Eckernförde, Westensee bis nach Kiel gemacht. Und da war gerade Greenscreen Festival oder da war das gerade vorbei. Also es hingen auf jeden Fall überall noch Plakate davon in der Stadt. Das war mir aber auch nicht klar, dass das so bedeutend ist. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass das so ein bedeutendes Festival ist, weil ich dachte, es ist in Eckernförde, da wird es wohl nicht so bedeutend sein. Aber Fehlschluss. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Dann kann ich das jetzt ganz anders einordnen. Hast du denn Joachim Hinz auch getroffen oder habt ihr so ein Ferninterview geführt? Nee, wir haben telefoniert. Ah, Das ist so ein Mensch, der, im Moment wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber irgendwie, also im Moment ist ja auch mit Truppen echt nicht immer ganz so einfach und das ist ein viel beschäftigter Mensch. Also der ist ja, erstens, wenn er nicht nur unterwegs ist er used to be Filme zu schneiden. Ne? Mhm. Aber das ist schon auch ganz interessant. Also, was mir da nochmal an abgehauen ist, finde, das ist so ein typisches Ding. Der größte Sympathisant von der plattdeutsche Spruch ist der nicht schnackt. Das mag man immer wer. Also, so Leute, der größte Sympathien für den plattdeutsche Spruch. Und das sehr bedauern, dass sie süß nicht schnacken dort, aber süß eben nicht schnacken dort. Und das ist mir schon so öfter passiert. Während der plattdeutschen süß öftmals der Natives öfters eher skeptisch sind und denken, ob das irgendwie, muss das jetzt wehen und muss man jetzt eins auch platt auch haben oder das steht dann irgendwie, kein Unrecht doch, wenn wir Komödien auch platt produzieren oder was weiß ich, aber ist das denn eigentlich jetzt so wichtig und muss platt unbedingt in der Schule unterrichtet werden? Also da hat man immer sehr große Skeptiker, du mag. Also ist ja auch Pluralismus, ne? Also so, klar gibt das, also so ob der eine und der andere kann. Und die ganz großen Befürworter von Plattdeutsche, die kommen eigentlich vom Buden. Also so, das sind dann, Mensch, Vater hat das schnackt oder mein Onkel, Oma und Opa und ich hatte das so gern lehrt und das ist aber an mir verbiegen, mir hätte das keiner richtig beigebracht, aber ich finde, das ist wichtig und ich will mir das wünschen, dass das mehr Platt gibt und auch in diesem Bereich. Das ist nicht bloß, aber das ist wirklich oft so. Und woran liegt das, meinst du? Oder hast du da eine Idee, woran es liegen könnte? Ich weiß das nicht. Also vielleicht ist das auch so ein, also wir habt ja schon so ein bisschen inschreiben Minderwertigkeitskomplex, das würde ich schon sagen. Ne? Also wir sind ja immer inbläut, kriegen so den Natives, der plattdeutsche Surfs. Ja, das ist jetzt hier nicht so, ne? Das hier nicht Ohnsorte oder, sondern hier ist School zum Beispiel. Oder, ne, das ist nicht ganz ob das hier, sondern hier ist Amtsverwaltung. So, und hier, so, das hätte jetzt hier was bedühen, dass ein Amtliche kommen und der Rest ist in der Hollung. So, ist in der Holen und ist so. Ist ein bisschen Konfetti, so ist ein bisschen Biwak, so, ne? Und ich glaube, das habe ich schon ganz gut aufspiekert. Also so, das ist, glaube ich, in Fehler doch inschreiben, sehr verinnerlicht, so. Diese Instellen. Und das habt die Hochdeutschen nicht unbedingt. Also so, der habt diesen Eindruck nicht. So. Zum Teil natürlich auch, aber die sich für Platt interessiert, eben nicht. Also so, die habt diese Distanz zu der eigenen Sprache, so wirkt das vielleicht mal neu, die habt das nicht so. Ja, es hängt ja vielleicht auch mit so, also wie du das meintest, ne, mit Amtsgericht und Schule, also dass es so klare Orte gibt, an denen Plattdeutsch aufgehoben ist und klare Orte, an denen das nicht stattfindet. Genau. Und dann ist ja wahrscheinlich auch so, ja, ein Tierfilm, ein dokumentarischer Film, einfach eher ein Ort, wo Plattdeutsch klassischerweise nicht vorkommt, Genau. Und dann auch nicht dran gedacht wird, dass es da vorkommen kann oder dass eher dann für Irritationen sorgt, wenn es da vorkommt. Ja. Also mit Amtsgericht war natürlich leider auch bloß Hochdeutsch. Ich helfe jetzt an der Amtsverwaltendach. Also so, genau. Ja. Aber das Wurscht insofern, das irgendwas mit passt, Amt. Ja, Amt passt überall. Amt wird immer bloß Hochdeutsch. So, ne? Naja, und dann hätte natürlich auch was mit den Wert und du das Spruch süß Bimeten da ist. Das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Also so, das steht ja irgendwo so im Hang 1, was wirklich wichtig ist, du was Hochdeutsch schnackt. Und
als ein berühmter Deutscher, der muss sagen, für Gedöns recht Plattdeutsch. So. Also hast du so ein, da du so ein Zweiteilen hast. Und ich glaube, der geht durch ganz viele Plattschnackers noch mehr durch. Also so, der hat ein hochdeutsche Gehirnhälfte und ein Plattdeutsche. Und der Bereich E-Musik ist Hochdeutsch und U-Musik ist Plattdeutsch. Das ist genau durch der. Und für Gelschnacker, für Hochdeutschen ist das vielleicht gar nicht so. Also der habt das nicht so verinnerlicht, diese Grenze. So, ne? So für dich kann das eben auch mal einen Film auf Platz sehen. So super. Ich lieg's verstellt, wenn wir in Schleswig-Holstein für die Show die Dirtenfilms alles auf platt machen. Was meinst du, was für einen gewaltigen Schritt wie du wieder werden? Das wäre schon toll. So. Ja, also für die ist es dann ja wahrscheinlich, also für Leute, die vielleicht eher von außen kommen, ist es ja vielleicht auch ganz ja, sympathisch oder irgendwie einfach auch mal was anderes sozusagen, dass das dann auf Platt stattfindet. Also. Ja, genau, und vor allem, glaube ich, habt sie das meine ich wirklich schon nochmal betont, der habt diese Grenze nicht im Kopf, ne? Also so wie der habt doch nicht so eine Demarkationslinie mehr an der Prägen, wo man eben sagt, also dieser Bereich muss immer Hochdeutsch blieben, und diese Bereiche und das Rebate auf der anderen Kante, das kann ruhig platt sein. So. Also Amateurtheater, wunderbar, auch platt, aber Bildungsinhalte, Amtssorgen, Gerichtsprozesse, Tügen und Sorgen, das muss immer Hochdeutsch sein. So. Und ich glaube, du habt, also das ist, da sind die Hochdeutschen einfach flexibler mit. Der könnte so sagen, ja, warum eigentlich nicht auch platt? Und für die Plattdeutschen, ach warte, das ist doch Quatsch. Ja, also so immer das Süß abwerten. Da glaube ich, das steckt echt deep in viele Binnen. In der Reihe sind ja aber auch, anders als Joachim Hinz, noch ja, muttersprachlich Plattdeutsche dabei. Wie hast du das denn bei denen erlebt? Also, wahrscheinlich jetzt erstmal Gerd Richard, ne? Und Haselau. Genau, also der ist mir jetzt auf jeden Fall eingefallen, Ja. dass der ja, weiß nicht, war mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte, dass der muttersprachlich wahrscheinlich Plattdeutsch ist. Ja, lustig, ne? Ist er gar nicht. Ach so, ja. okay. Ja, genau, nee. Ich dachte so vom irgendwie, also ja, irgendwie bin ich davon ausgegangen. So von aber Format okay. hast du gedacht, das ist bestimmt ein Plattdeutsche. Ja, oder vor allem also eher vom Alter tatsächlich. Ja. Wo ich dachte, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Plattdeutsch aufgewachsen ist höher als bei den jüngeren Leuten, die hier dabei waren. Ja, das denkt man, ne? Tatsächlich ist das auch bedingt richtig. Also so geht Richard und Haselau ist das ist in der Haseldörper Masch, in der Nähe von Pinbach, in der Nähe von Pinneberg. Den habe ich besucht, also den habe ich abgesucht, mit dem habe ich nicht telefoniert, mit dem habe ich in eine gut durchlüftete Stufe sitzen, ne? Und um der sogar auf dem Balkon, also so auf der Terrasse, ordentlich kalt. Und das Interessante wie denn ist, die ist die in Öllern sind als Flüchtlinge kommen nach Schleswig-Holstein, hab sich durch Niederlande, ich glaube auch in Haselau, ganz genau weiß ich das jetzt bestimmt nicht, aber ich glaube so wie er das, also in das Dörp, in das auch jetzt noch wohnt ein. Und he hat platt ob de Straße gelebt, mit de Bauernjungs, mit de später. Der hat natürlich auch, der Natives, also der hier Ureinwohner hat natürlich auch platt schnackt, auch die Kinder, und da hätte sich platt absammelt. Einfach, wenn du nie platt schnackt hast, dann hast du auch nicht total gehört, ne? Also dann kannst du nicht mit de Kindern spüren. So. Und, also, Sien Muttersprach ist eigentlich Hochdeutsch. Also hier ist Hochdeutsch abwussen, aber magst natürlich überhaupt nichts mehr von. Er hätte irgendwie als Schuljung hätte Plattdeutsch gelehrt. Ja. Genau. Ja, das wäre eine beeindruckende Geschichte. Du hast das ja lesen. Was hätte die denn, du Eindruck an Gerd Richard?
was mich beeindruckt Ja, hat, oder, genau. Oder naja, weil die so also, opfohlen ist an Duran. naja, vor allem erstmal sein Projekt, plattdeutsche Literatur zu sammeln für eine plattdeutsche Bibliothek, was nach sehr, ja, was einfach nach einem sehr großen Umfang klang. Also der Text fängt ja damit an, dass er sagt, ich brauche ganz gau wat, wo ich das alles bringen kann. Mhm. Äh, also, dass er ja anscheinend einen Aufruf gestartet hat, wo er eine plattdeutsche Bibliothek aufbauen wollte oder will und einen Aufruf gestartet hat, dass Leute ihm plattdeutsche Bücher vorbeibringen können und dass mittlerweile anscheinend die Lagerkapazitäten in seinem Haus deutlich übersteigt. Ja. Also du hast das ja gesehen wahrscheinlich, was da Mhm. an Büchermaterial rumliegt. Ja. Ähm, ist das so, dass sich das schon so stapelt die Wände hoch? Ja, also das ist tatsächlich so, dass irgendwie überall steht Böckers, ne? Also so Mhm. in Flur, in Arbeitsstuf, also überall steht Kisten, wie steht da Böckers rum. Das ist tatsächlich so. Und hier hätte sich ja dafür total verfehlt. Damit hätte er überhaupt nicht recht, ne? Also so, dass er Mhm. so ein Riesen Resonanz, ob das ein Obruf kriegen hätte. Und ja, und jetzt sind wir damit an, ne? Also so, nun kommt dann eins. Und es ist auch nicht so, dass die Leute das bringen dort, denn von wegen Corona ist halt so, dass hier losführt und diese Böcke Mhm. auch noch Ach abholt. so. Also so, die stellen ihm das dann für die Tür, hier nimmt das dann ab und so, ne? Also Mhm. so denke ich mal, dass eben im Moment mucken kann. So läuft das. Naja, und ein Problem ist natürlich auch, dass heel viele Leute dann irgendwie süß und noch was aft hat von Oma, Opa oder was auch immer. Also da stehen einfach ein Kiss plattische Böcker rum Mhm. und jetzt ist natürlich die Chance, auch dann die erstens loszuwarnen, ob der einen kann und ob der andere kann ein Zweck Toto führen, wo noch einer was davon hat. Ne? Also so die Mhm. dann eben bruchen kann. Und das ist eben Gerd Richard. Und die führt jetzt irgendwie kreuz und quer durch ganze Land und sammelt Kisten wie es Böckers ab. Da werden ja über Dusen, als ich da wäre. Ne? Der Und Heck, ja. was hat ihn denn dazu gebracht? Oder was ist genau der Plan, wie diese plattdeutsche Bibliothek aussehen soll? Also wollte er das bei sich zu Hause einrichten für die Öffentlichkeit oder sollte das irgendeiner öffentlichen Stelle zugeführt werden? Ja, also hier ist die Idee ist eigentlich, was hier Schrift für die jungen Platten, so hey, die Norwuchs, die Vorfeldorganisation, die Norwuchs-Organisation von der Ems Horner Spieldeal. Mhm. Das sind so 15 Kinder und Jugendliche, die da mitmucken dort. Und für die muckt he Schrift he plattdeutsche Texten und Theaterstücken und so, also kötte und veränderte, veredelte, woher das süß nimmt, so. Und Mhm. da ist dann wohl so lüppete Stoffhut gehen oder du hättest gedacht, naja, was kannst du jetzt in der Krise mucken, ne? Also wie könnt ihr nicht Aha. Theater spielen im Moment? Also im Moment könnt ihr Bigon und Stücken schniedern sozusagen für die Lütten oder Texten schniedern für die Lütten. Das ist so ist das losgegangen und dann hätte der, naja, dann muckst du mal ein Lüt Obrub in der Zeitung und er hätte vielleicht und mit Recht hat er so 100, 150 Böcker so umkommt. So, und da wohl hier dann irgendwie was Rutsöcken, was hier dann sozusagen adaptiert und ein bisschen ob schick bringt eben für sie Jugendgruppe, für sie Theatergruppe. So ist das irgendwie, das Mhm. ist der Achtergrund, so ist das losgegangen. Naja, und dann, und nu sie denn Boglawine, du, ne? Also so, Ja, das. ist sich komplett anders verstellt. Ja, so ist das losgegangen. Und das ist im Grunde eigentlich auch so ein bisschen so, die Schwurpunkt ist jetzt so, hier wohl jetzt nicht unbedingt ein Bölkerie, also gründen in sein Leben. Das wäre nicht so der Ah, erste mhm. Aktivposten, sondern hier sücht sich Sös als Theatermann und eben auch als Theatercoach, als Trainer für die Lütten, ne? Also für die Jungen. Mhm. In welcher Zeitung hat er das veröffentlicht? Weißt du das? Uetersener Nachrichten sind da durch.
Also da wirklich dann sehr regionale Reichweite eigentlich. Ja, Ne? genau. Ah, Ja, aber dann ist dann ist ja schon sehr erstaunlich, was da zusammengekommen ja, ist. und dann hat das Wochenblatt was bröch und dann geht er Ah, natürlich dann Schlag aha. auf Schlag, ne? Also so dann, ja, nee, aber das hat dann Furz für Fungen so. Also so, das Mhm. ist dann kaum mit rumgegangen. Okay, aber gibt's schon irgendwie eine Möglichkeit, wo die ganzen Bücher hinkommen können oder behält er die jetzt erstmal? Ja, also genau, das ist der Punkt, ne? Also so, hier hat jetzt die Gemeinfrucht, also so, ich kann nur bald nie mehr. So. Mhm, ja, Das aha. platzt so an, so alle Nähten und er hat ja so, was passiert, wenn ich mal nie mehr bin oder wenn mir was mal lürt oder so, dann sind mir früher 3000 Böcker, ne? Also so, dann, Mhm. dann was denn so? Also das schuld dann so eine Regelung geben und du ist es läufig, Entschuldigung, ist es läufig auch in Verhandeln mit den Gemein im Moment um Rühmlichkeiten, wo er das unterbringen kann. Da das Mhm. eben dann auch der Allgemeinheit open steht und zur Verfügung steht. Ja, das wäre ja ganz sinnvoll. Ähm, hat er denn, habt ihr auch über die Theaterarbeit gesprochen? Ja, also genau, also das ist so als ich sage, hier kickt sich so also in erster Linie als Theodermann an. Und er hat 15 Kinder und Jugendliche, mit denen Mhm. er so als Nachwuchsorganisation von der Elmshorner Spieldeal regelmäßig auftreten dann und man, ich wäre schon ganz schön baff, was hier da anschuben da hat, ne? Also hier ist, sie mucken lesen in Olenheime, sie geht zu Senioren-Nachmittage und ja, muck da Abführungen und muck lesen. Sie Inszenierungen, wo dann richtig in Dörpskroch, wo dann Lüd und Umland kommen und kickt sich das an. Also die sind wirklich ganz schön aktiv. Also die mucken nicht, Mhm. spielt nicht bloß in Ängste sind oder, sondern die mucken auch lesen und Musical habt sie muck und Musik und was wird ich nie eins. Also die Ah. habt du echt ein ordige Spektrum, was sie da beackert. Und dann ja anscheinend auch tatsächlich Nachwuchs. Das wäre auch ganz gut. Genau. Also, dass es irgendwie einfach eine junge Gruppe gibt. Genau, also so, das ist so, das hätte ja lange nicht jede, das ist ja ein bisschen so das Kernproblem von der Theoders, ne? Also so, dass die irgendwie, Mhm. dass viele Theoder-Gruppen eben keine Jugendorganisation hat. Also so keine Ja. Nachwuchsorganisation und die habt jetzt auch nicht böse zu knapsen. Also so, ähm, ganze Rechte oder Gruppen und spielt den habt das, in Elmshorn hat das Mhm. äh, und das ist natürlich um Masse wie das was denn jetzt so mit drin, ne? Also so, und Ja. was mit drin. Ja, ja, also man muss wirklich frühzeitig kicken, dass man sie einen jungen Schauspieler sich auch rantrecken da, ob der ihn kann, ob der anerkannt, glöfig, auch, was wichtig ist, dass du Tokikers die rankickst, ranholst, ne? Also Mhm. so Leute, die das interessieren, da die sich das eben ankicken tut. Und dafür dann auch, ja, irgendwie, also das klingt ja auch nach so Formaten, die auch irgendwie ein bisschen ja, innovativer sind oder also Musical und so, kann ich mir vorstellen, dass das auch mehr Leute anzieht als ja, so klassisches Theater. Ja, genau. Oder also auch das gehen oder Lüt hin, ne? Also so, dass du dann irgendwie Mhm. sagst, okay, also wie spät jetzt auch mal in Ollenheim oder wie muckt das hier ob Nachmittag hier in der Kakengemein oder sowas, ne? Also so aufsuchende Plattdeutscharbeit würde man vielleicht auf Hochdeutsch sagen. Also Mhm. das ist natürlich schon auch noch mal so ein Drei, der schon den Fokus darauf hat, Mensch, wo geht das hin, wo können wir die Leute Pfoten kriegen, was können wir da mucken. Genau, und da ist es bestimmt irgendwie, also so, das läuft gut, also so, das funktioniert da wirklich gut, also so, der habt sie wirklich auch die Zukunft in Auge.